Ja, einsteigen, genau. Da hast du jetzt jeden Mal Bam. Genau. Fast so hochgeschossen. Ich kann mit dem RPG überhaupt nicht die Entfernung einschätzen irgendwie. Ja, ich mache ihn trotzdem mal kaputt. Ich habe noch genau eine Rakete. Also mache ich es jetzt so. Zack. Ah, cool. Ausgestiegen. Alter, ich kann nicht so tief ziehen. So. Ich repariere das Ding jetzt mal. Dann klaue ich mir den. Ich fahre mal hin in die Base, weil ich habe gesehen, da wurden ein paar Gegner markiert. Da haben wir auch einen. Zack. Keine Ahnung, ob es da noch irgendjemanden hat. Jedenfalls habe ich mal den Panzer von denen jetzt sichergestellt, kann man sagen. Und jetzt repariere ich den erstmal. Zack. So. Manche sagen jetzt, das ist Fahrzeugstehlen, aber ich finde... Ist das meine Untermine? Naja, ich fahre einfach dran vorbei. Aber ich finde, wenn der Gegner quasi so blöd ist und das Fahrzeug in unsere Base stellt, dann darf man das auch ruhig benutzen, weil da ist der Gegner wirklich selber schuld, dass man das dann benutzt. Ich finde quasi Fahrzeug stehlen ist wirklich nur, wenn man in die Base des Gegners geht und dort dann ein Fahrzeug halt stiehlt. Ja, das fliegt jetzt in die Luft, denke ich mal. Ja, den habe ich. Boah. Als ob ich die geschafft hätte. Ja, aber meine Stats, ey, ich hätte nie erwartet, dass ich mit dieser quasi Anfangsausrüstung hier sowas zustande bringe. Da haben wir übelst viele Gegner. Ja, ich wusste, da sitzt einer. Und da kommt natürlich schon ein Fahrzeug. Ist da jetzt einer hin? Nee. Schade. Aber der hat wahrscheinlich nicht mehr gerade viel Energie. Alter, was geht mit dem? Naja. Aber es gibt irgendwie beim Pionier übelst viele Waffen. Da kommt es mir vor, als der Hüfte trifft man besser, als wenn man über die Waffe zielt. Zum Beispiel mit der UMP kommt es mir so vor. Mit der UMP
UMP. UMP ziele ich so selten über die Waffe. Das ist ziemlich krass, wie gut die trifft, obwohl man nur aus der Hüfte schießt. Zack. Ja, da haben wir doch einen. Den erwische ich wahrscheinlich nicht mehr. Komm, jetzt habe ich den doch getroffen, den könntest du doch jetzt holen. Muss ich sagen. Zack. Ich treffe die Typen irgendwie immer in die Beine. Oh shit. Oh. Aber trotzdem, es läuft richtig gut. Hätte ich nicht erwartet. Einfach wieder bei dem Typ hier einsteigen. Zack. Da sind ja auch mal übelst viele. Aber doch nicht, war wohl nur einer. Wo war jetzt der Sniper? Da ist ein Panzer. Den Sniper sehe ich nirgends. Komisch. Komm, den treffe ich doch. Oder auch nicht. Okay, jetzt weiß ich aber, oben am Berg sind ein paar. Und wenn mein Kollege noch lebt, das tut er leider nicht mehr. Dann steige ich einfach so ein. Ah, doch, er hätte noch gelebt, aber er war zu weit weg. Ich gehe jetzt einfach mal da hoch und gucke, ob ich die Typen noch erwische oder ob mein Kollege die schon geholt hat. Da kommt ein Mörser. Mir gefällt der Mörser hier viel besser wie in Battlefield 3. Ich finde den irgendwie nicht so unfair. Weil in Battlefield 3, da kann man ja mit dem wirklich übelst spammen. Hier geht das nicht, weil es halt eine Aufladezeit hat. Dafür ist er an sich ja eigentlich stärker, aber halt, wie soll ich sagen, man ist verwundbar. Theoretisch konnte man, oder kann man in Battlefield 3 mit dem Mörser irgendwo hinter einem Berg sitzen, wo man nicht getroffen werden kann. Und dann knallt man da einfach die ganze Zeit drauf und eigentlich kann niemand was dagegen machen. Da hat ein Sniper auf mich geschossen, deshalb gehe ich mal besser ein bisschen zurück. Da haben wir auch einen. Ja. Das ist etwas, was ich halt am Battlefield, ja schon wieder, ey. Das finde ich im Battlefield ein bisschen merkwürdig und das nervt auch ziemlich stark. Man trifft den Gegner eigentlich, man sieht, wie das Blut quasi spritzt, aber es macht ihm nichts. Ich verstehe nicht ganz, woran das liegt. Das hat irgendwie da mit der Verzögerung zu tun, wie spät das eigentlich beim Gegner erst ankommt oder so. Und das ist angeblich bei Battlefield übelst stark verzögert im Vergleich zu COD oder sowas. Aber trotzdem ist es irgendwie richtig komisch. Da hat es jetzt wohl noch einer geblendet, ey. Komm, das müsst ihr aber entschärfen. Ja, cool. Ich weiß genau, dass ich hier sowas von schnell abkratzen werde.
Seht ihr? Aber trotzdem, ich bin immer noch 400 Punkte fast im Vorsprung im Vergleich zum ersten. Oh, was macht der denn? Ja, geil. Ich steige ein und werde gleich mal getroffen. Und du überlebst auch nicht irgendwie viel. Ja. Und da wird er gleich wieder weggeknallt. Das ist einfach so ein bisschen die Herausforderung im Nicht-Hardcore-Fahren, wenn man frisch einsteigt. Man muss eigentlich als Sniper immer Headshots verteilen. Ansonsten braucht man halt 2 Schüsse. Und wir schaffen es wirklich, diese Typen bei der ersten Station fertig zu machen. Daneben. Immer noch 3. Ah, schade. So, der Truck geht dann bald mal kaputt, hoffe ich. Zack, da haben wir es. Jetzt fehlt uns noch einer. Den haben wir ja nicht irgendwie getroffen. So. Da habe ich noch einen Kopftreffer hingeknallt und ich will mal sagen, ich bin zufrieden. Ja, ich beende hier mal die Aufnahme. Ich bin jetzt circa eine Stunde am Zocken. Das heißt, ihr habt jetzt schon, also wird wahrscheinlich Part 4 sein oder was. Und ich habe schon meinen ersten Ace-Pin. Das finde ich cool. KD von 4. Finde ich auch sehr cool und yo. Also ich muss sagen, das war jetzt wirklich ein guter Anfang. Kann man glaube ich nicht sagen. Ich bin mit dem Pionier am weitesten, das erstaunt mich wirklich sehr. Aber ich denke mal, das nächste Mal spiele ich dann die Runde auf irgendeiner Schneemap, Nelson Bay zum Beispiel oder irgendwas anderes. Und dann nehme ich dann wahrscheinlich den Sturmsoldaten. Naja, wir sehen es dann und ich sag schon mal Tschüss, bis dann.